Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020. Ja, das letzte Rennen ist ja für uns nicht so gut rausgekommen. Wir sind ja dort in der dritten Runde, glaube ich, rausgeflogen in Australien. Ist auch nicht so meine absolute Favorite-Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir gehen jetzt auf Bahrain. Ist auch das Wochenende das erste Rennen dort, also lustiger Zufall. Und wir können jetzt noch schnell ein bisschen Ressourcenpunkte verschwenden. Ich glaube, wir haben es zwar letztes Mal schon gemacht, aber weil ich dann aufgehört habe, Gamen, hat es nicht übernommen, den Speicherpunkt. Darum machen wir das jetzt noch schnell. Nur ganz kurz, ich versuche das möglichst kurz zu halten, weil das ist ja nicht so spannend. Wir nehmen jetzt hier, was gibt uns mehr? Chassis hier, Monocoque gibt uns ein bisschen mehr. Wenn wir das gerade entwickeln. Voilà, der geht aber relativ lang, bis das noch ist. Und wir haben bis jetzt noch keinen Zusammenschiss bekommen, weil wir schlecht gefahren sind. Aber wir gehen jetzt gerade direkt auf Bahrain und los geht's mit dem Training. So, herzlich willkommen in Bahrain. Wir sind hier wieder hinter unserem PC. Wir gehen jetzt in die erste Training-Session. Ich weiß nicht, können wir das Wetter schon schauen, wie das Wetter schon so wird über das ganze Wochenende? Nachrichten wird wahrscheinlich da drin sein. Wettervorhersage, okay, ja, das wird. Bahrain ist, denke ich mal, sehr selten, dass dort mal Schiffe, eher ein Sandsturm. Darum ist eigentlich alles gut dort. Und wir gehen jetzt mal ab auf die Strecke. Ich habe mir schon das Setup wieder bereit gemacht, weil das Setup nehme ich aus dem Internet raus mal. Einfach halt, weil ich es kann. So, wir starten mit einer Streckenakklimatisierung. Also wir fahren jetzt wieder eine Runde, um ein bisschen die Strecke kennenzulernen. Der Vorteil bei Bahrain ist sicher mal, dass die Strecke nicht gerade die Wände an der Strecke hat. Also wir haben ein bisschen Auslaufzonen, genau, Auslaufzonen. Und die können wir auch nutzen. Also das heisst, wenn wir mal einen Schlenker gegen raus machen oder so, ist das wieder wahnsinnig tragisch. Das Setup habe ich jetzt mal eins aus dem Internet genommen, das relativ gut bewertet wurde. Das Problem ist halt einfach, man merkt von dem jetzt im Freitagstraining noch praktisch gar nichts. Weil für das ist die Strecke noch zu dreckig und wahrscheinlich auch zu wenig Gummi schon auf der Strecke drauf. Weil die Strecke wird halt im Verlauf des Wochenende immer schneller und besser auf dem Grip her. Das ist halt wie im echten Leben. Oder wie im echten Rennen. Oder wenn man ein echten Rennwochenende. Egal, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und Bahrain ist eigentlich eine coole Strecke, muss ich wirklich sagen. Einfach die Kurve hier hasse ich, weil die macht so komisch zu. Dort ist halt das Anbremsen bzw. die Ideallinie recht wichtig, wie man die nimmt. Oh. Und der erste Abflug schon. Aber immerhin in die Wand rein. Okay, dort muss ich ein bisschen aufpassen, muss ich wahrscheinlich das Gas ein bisschen lupfen. Ui. Wow. Holy shit. Okay, ich hoffe, dass ich mit den roten Reifen wieder ein bisschen besser oder schneller fahren kann. Holy shit. Okay, die Kurve wird auch kritisch werden zum Ausbeschleunigen. Ich hatte die Dings drin die ganze Zeit. Das ERS. Da hatte ich noch mal ein bisschen mehr Motorleistung gehabt, elektrische. Und darum bin ich wahrscheinlich in der Kurve auch immer abgeflogen jetzt hier oben. Ja, jetzt habe ich nämlich wesentlich mehr Grip. Die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des... Ja, wir lassen es mal sein. Wir machen es jetzt wieder, wie das letzte Mal schon gesagt. Wir tun die jetzt zurück in die Garage porten. Dann machen wir schnell ein schnelles Qualifying. Und, oder Qualifying-Simulation heisst sie da. Um zu schauen, wie schnell dass wir sein können. Das Ziel ist Platz 15. Das sollten wir eigentlich schon packen mit den roten Reifen. Haben wir nochmal ein bisschen mehr Grip und sind nochmal besser unterwegs. Mal schauen, was wir für eine Zeit rausholen. Wird jetzt auf jeden Fall noch spannend. Dann geht es schon ab ins Qualifying. Es ist wieder schade, dass ich vor mir das Auto habe. Das ist wie ein Haas, ja, Grosjean. Das wir fahren aber bitte nicht in die Leitplanke rein. Oh, natürlich mit Härtereifen unterwegs, wo
ultra schnell ist mit denen. Geh auf die Seite, geh auf die Seite. Ich will nicht auf die Seite, das ist so eine Wichserei. Oh, shit, shit, shit. Oh, Mann. Ah, okay, kann ich es mal neu starten? Nein, muss ich jetzt zurück in die Garage, stimmt. Ich spüre einfach noch nicht den Grip so im Auto. Mit das Auto rutscht immer noch recht um. Der Russell ist vor uns noch. Holy shit. Jetzt haben wir plötzlich ein bisschen Geschwindigkeit gehabt, oder der Gasly jetzt so abbremst. Ja, Alter. Der Russell macht aber auch gar keinen Platz. Wow! Holy shit! Von wo kommst du her schiessen? Hey, lasst einfach meine fliegende Runde schnell bitte machen. Er so dachte so, du Bitch, wenn du mich da schnell ausbremst, bremse die auch schnell aus. Der obere Teil liebe ich so von dieser Strecke. Das ist einfach so smooth zum Durchfahren. Da schaut immer ein Gang zu weit runter. Oh nein, das hat mir Zeit gekostet, jetzt längt es mir nicht, oder? Mal, es längt mir. Zum Glück. Programm abgeschlossen. Okay, wir haben es geschafft. Holy shit, Alter, der Russell jetzt vorher, also was das war, Mann. So, wir die Session beenden, wir gehen direkt ins Qualifying und hoffen, dass wir dann eine gute Positionierung rausholen können. Ich habe die Schwierigkeitsstufen jetzt einmal so noch klar, weil im letzten Rennen hatte ich halt nicht so eine grosse Referenz gehabt, weil ich halt relativ früh ausgeschieden bin. Darum wir haben jetzt die Schwierigkeitsstufe immer noch auf 55, da haben wir glaube ich das drin gehabt. Und ja, wir schauen, was jetzt morgen, also Sonntag, Samstag passiert. So, herzlich willkommen am Qualifying-Tag. Wir sind jetzt hier gerade in der Box und das Setup ist eigentlich klar, da tun wir nicht mehr gross ändern, wir lernen es so. Wir gehen jetzt auch auf die Strecke und versuchen unser Glück. Wir haben einfach eine Chance, eine Runde, eine Chance, so müssen wir es sagen. Und wir hoffen, dass wir da etwas rausholen können. Wir gehen 330 Sachen hier an die erste Kurve her. Oh, ein bisschen spät bremst. Aber doch noch gut gekommen. Ah, ist nicht so gut gewesen. Auch nicht so gut gewesen. Jetzt kommt ein smoothie Teil. Vollgas. Der hingegen war wieder nicht schlecht gewesen. Ich glaube, sie sind recht nah mit dem Hamilton unterwegs. Aber das Auto fährt wie auf Schiene jetzt. Jetzt habe ich plötzlich den Grip. Puh. Und was haben wir? Klasse, du bist auf der Pole Position. Okay, ich muss wahrscheinlich die Stärke ein bisschen aufhauen von den Gegnern. Die sind ein bisschen zu langsam. Oh shit. Aber gut, das ist relativ knapp, wobei eben halt, der Hamilton fährt natürlich viel schneller Auto. Aber ja, das Kräfteverhältnis stimmt schon nicht ganz. Also ich muss die Schwierigkeit wahrscheinlich mal auf 60, 65 aufnehmen und dann nochmal probieren. Großartige Leistung da draußen. Jetzt haben wir noch das Ich nehme Interview. an, Sie sind recht zufrieden damit. Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder?
Ja, von dem Gefühl kann ich nicht genug bekommen. Also die sogenannte Chassis-Arbeiter hat viele Überstunden geschoben und hat sie bezahlt gemacht. Das ist eine große Leistung für das ganze Team. Ich muss gerade auch so über den... So. Wir tun das ganze Team. Das Team Das war eine tolle ist gut gewesen. Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Das ist der Plan. Behalten Sie mich morgen im Auto, dann... Das Auto fühlt sich auf der Strecke fantastisch an. Ja, wir nehmen wieder da, wir sagen, ja, das Auto hat sich fantastisch angefühlt und das Team ist einfach das Beste und wir müssen uns ein bisschen einschleimen, weißt, dass so die anderen Teams sagen, so, oh, ja, der ist einer, der gut fürs Team rettet und so, nicht so ein Egoist, rettet doch niemand. So, das ist gerade jetzt eine Fahreranerkennung recht aufgelüpft. Ja, so der Rookie halt gerade auf den Pole, gell? Aber ich weiß gar nicht, wie viele Stufen das es dort geht. Aber mal schauen, was jetzt im Rennen passiert. So, herzlich willkommen am Grid. Wir sind zweiter vorne auf der Pole Position. Und ja, mal schauen, wie gut das rauskommt. Ich habe keine Startübungen gemacht, darum ich weiß nicht, ob ich den Start richtig herbekomme oder komplett versauen. Ja, von der Rennstrategie her, wir schauen auch wieder schnell kurz trainieren. Rot, nachher auf Runde 6 gehen wir auf die gelben Reifen. Also rot ist immer soft, gel ist mittel, also mittel, weich und hart. Und weiß ist sehr hart oder einfach hart schlussendlich. Also eigentlich sagt man dem, glaube ich, Prime-Reifen und Option-Reifen, sagt man dann eigentlich immer so. Aber da weiss ich, das hat man früher immer so gesagt, aber ich weiß nicht, ob es heute immer noch so sagt, keine Ahnung. Jedenfalls, scheißegal, wir gehen jetzt sicher auf die obere Strategie, weil es lohnt sich ja nicht, dass wir auf weisse Reifen gehen, wenn ja die weißen schon unten ja, die gleiche Renndistanz mit abfahren und dann nachher sind wir schlussendlich 4 Sekunden länger. Lohnt sich nicht, darum bleiben wir auf der gelben. Und ja, dann sagen wir, let's go. Ein bisschen nervös bin ich im Fall, ehrlich gesagt. Scheißegal, let's go. Keine Einwärmungsrunde. Wir gehen gerade los. Oh, okay. Ich habe aber nicht so einen guten Start, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es hat sich niemand getraut zu überholen. Oh, okay, da rutsche ich einfach mal komplett raus. Durch Fett rein. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand gewinnen. Shit. Vorsichtig Gas geben auf dem Curb. Oh, die fahren doch viel weiter raus, hä? Das hat jetzt ein bisschen gechappert. Alles klar, soweit so gut. Die fahren viel weiter aussen um die Kurve herum. Aber jetzt haben wir ein bisschen Abstand gewinnen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze über die Strecke zu bringen oder über die Runde zu bringen. Grüne Flagge. Weil... Oh, was ist passiert? Bottas, Hamilton. Lol, Hamilton hat einen Schaden. Aber ich möchte... Safety Car. Kein Überholen und langsamer werden. super. Halte dein Delta Safety Car. positiv, während wir uns einreihen. Oh, nein! Oh mein Gott, nein! Oh nein! Oh mein Gott! Also zu schnell. Verringere dein Tempo. Kehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety Car Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Muss ich jetzt überholen? Ali.
Darf ich jetzt überholen oder nicht? Ich weiß es jetzt nicht einmal. Eigentlich nicht. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Ah, shit. Die Strategie Ich bin ändern dort, oder mit Plan A weitermachen. ich bin dort ein bisschen scheiße gefahren. Darf ich ihn Sofort überholen? an deine Position Ah, ja, zurück, nein, sonst aber nicht. erhalten wir eine Strafe. Während der Perez hat auch schon Safety-Car-Phase 5 ist Sekunden das Überholen Strafe. verboten. Strategie-Alternative. Bestätigen. Okay, jetzt schon mit den Gelen. Gut, das macht Sinn, jetzt in die Box zu gehen. Wenn die Safety Car aus ist, dann verlieren wir weniger Zeit. Holy shit, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, ganz ehrlich. Wir fahren jetzt extra auf Mager mit dem Benzingemisch, dass wir Sprit sparen. Wir fahren jetzt auch ein bisschen höhere Gänge. Fuck! Nein, ich habe mich einfach gedreht, einfach Positionen verschenkt und ich wollte Zeit rausholen. Dammit. Das war bitter jetzt. Voll Position abgeben. Nur wegen einem scheiß Dreier. Ein bisschen zu viel Gas geben. Oh, die gehen alle in die Box! Oh mein Gott, die gehen alle in die Box. Jetzt wird es spannend. Der Perez war vor uns und hinter uns ist Leclerc. Leclerc muss schon mal warten, weil der Vettel dort auch steht, glaube ich. Nein, Leclerc hat durchgezogen, oder? Nein, Leclerc steht auch noch. Okay, Vettel kommt. Raus. Yeah, wir haben den Perez überholt. Wir haben die Position gut gemacht. Sogar, Perez hat Huren verloren. Okay. Holy shit, das wird spannend jetzt. Zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung Wir ziehen jetzt durch mit diesen Reifen bis zum Schluss. Und jetzt müssen wir das Safety Car aufholen. Ein paar Informationen zu Verstappen. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Okay, Verstappen auch im Problem. Holy shit. Also Hamilton ist draussen mal. Bitte für seine WM, weil er ist ja gerade der Erste momentan. Verstappen hat auch Probleme. Bottas könnte jetzt da daraus profitieren, aber Bottas ist auch hinter mir. Und der war vor mir. Der war Zweiter. Holy shit. Ich glaube, das Gewinnen von diesem Boxenstopp war jetzt der Vettel. Der könnte jetzt einfach P1 geholt haben. Wenn die anderen auch in die Box gehen. Bleib hinter Ricciardo. Okay, das machen wir auch. Und wir haben so viel Sprit übrig nachher. Wir können eigentlich die ganze Zeit eigentlich mit Vollgas oder mit fettem Gemisch fahren. Ah, kommt schon rein, kommt schon rein, mit dem Fett rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Reifentemperatur auflüpfen noch. bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Jetzt wird's lustig. Wer ist er? Ist das Stroll? Scheiße! Die Strecke ist frei. Ich habe den Start ein bisschen vergamet, weil ich bin gerade vom Gas gegangen, wo sie losgefahren sind. Vettel! Nein! Oh, fuck! Der Ricciardo. Oh, Alter, wieso ist es so rutschig? Wer hat mich da gerammt? Leclerc hat mich einfach weggerammt. Meine Reifen sind noch nicht so warm gewesen, scheint's. Ah, shit, ja, meine Reifen sind noch nicht warm. Die Karre untersteuert richtig. Scheiße, wir sind verdammt zurückgeflogen, jetzt gibt es eine Aufholjagd. Der Leclerc hat einfach seinen Spoiler weg. Der Fettmaschine. Also ich habe eine Verwarnung bekommen wegen der Kollision, aber ich habe gar nicht dafür. Wow, fucking hell. Alter, die Reifen sind werden nicht warm. Oh. Wir haben viel Oh, Energie shit. gesammelt. Verwende die Überholtaste. Alter, der Sainz. Alter, die können mich jetzt nicht für alles... die geben mir für alles Verwarnungen.
Oh. Was hast du denn da für ein Schlenker von dir? Okay, alles klar. Was ist passiert? Schon wieder Kollision? Alter, wieso kriege ich immer Verwarnung über? Also, bitte. Wenn der Grosjean hinter mir ist, meine Nase war vor ihm. Wow! Da kann ich doch nicht dafür, dass er meine Nase, also dass er mit seiner Nase mich hintertutscht. Der Abstand zum Auto vor Das dir Game beträgt will einfach immer nur 3 Kollisionmeldungen geben, also schon wieder ein Drehen. Spinalla, Mann, Alter. Das ist der Ferrari Masterplan, den ich hier gerade abziehe. Dass wir aufholen können. Nein, nicht schon wieder! Fuck, 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 fuck! Alter, ich drehe mich immer weg auf den Curbs, das ist unglaublich. Holy shit, die Reifen sind scheiße. Ich drehe mich immer weg auf den Curbs, das ist schon schlimm gerade. Immer wenn ich ein bisschen Gas gebe. Dammit, Alter, was wir für... Wir haben Pole Position gehabt, sind recht zurückgeflogen jetzt. Und ich muss einfach die scheiß Curbs meiden. Okay, vorher sind jetzt wieder ein paar neue Fahrer reingekommen mit neuen Reifen. Wir müssen versuchen, die jetzt aufzuholen oder anzuschliessen. Und dass wir dort dann nachher überholen können. Dass wir vielleicht irgendwie Punkte noch kommen. Wow, shit, jetzt habe ich gut untersteuert. Ich rutsche einfach zu fest auf der Hinterachse. Okay, wir sind dran am Latifi. Okay, den haben wir mal. Ich glaube, sieht das der Williams. Oh, Alter, der Williams. Aber dort ziehen wir da vorbei. Schön einen haben wir. Und jetzt geht nochmal. Scheiße ERS vorbei. Oder für DRS. Ich hoffe, dass meine Reifen bis zum Schluss durchmögen. Wir haben halt schon 2-3 Dreier mit denen. Und die Reifen haben das nicht so wahnsinnig gern. Eigentlich würde das Auto komplett vibrieren, wenn wir Plattfüße hätten. Oh shit. Ah, ich habe zu viel Gas gegeben. Oh, fuck. Jetzt geben wir alles, was wir haben. DRS, ERS. Ah, Magnussen. Und Fettgemisch. Oh, fuck, 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 fuck. Oh. Oh, jetzt hat er zurückgesteckt. Heftig. Und jetzt wieder ERS und Fettgemisch zum Ansaugen. Aber jetzt... Come on, come on, come on. Nein, der kann ja nicht sein. Der Haas darf doch nicht schneller sein als ich. Oh, aussumme.
Da trifft die. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ah, schöner Moment. Oh. Für uns Gasli. Ich will den Stall, oder? Wo ist meine Stall, oder? Sagt ihm, ich soll vorbei. Oh. Sie hat fast kein Grip mehr im Fall. Oh! Holy shit! Holy crap! Nein, nicht schon wieder der Cup! Nein, ich lerne es einfach nie! Abstand zum Vordermann beträgt 1. Oh, fuck. Boxenstopp, ich muss Boxenstopp haben. Shit, ich muss Boxenstopp haben. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Oder Ja, komm mit deiner aktuellen Strategie. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, zeig mir sie. So, soft. Sehr gute Idee. Fuck. Damn it. Oh nein. Ey, wir haben so geloset jetzt. Wir können nur, wir sind der Letzte, glaube ich, können nur noch hoffen, dass wir einen guten Boxenstopp herbekommen. Ich glaube, beide Haas müssen rein können und die haben sich alle gegenseitig den Spoiler weggefahren. Aber ich habe noch keine Strafe bekommen, sondern immer nur eine Verwarnung. Fahr raus, fahr jetzt raus. Oh yes, und da haben wir Magnus nur 3 können überholt in der Box. Vor uns Grosjean. Shit. Dammit, ey. Immerhin Soft, jetzt können wir auf der Soft nochmal richtig alles geben. Aber jetzt vorsichtig raus beschleunigen hier. So, und jetzt gehen wir ihn hier. Fetzen wir einfach mit Fettgemisch nur noch rum. Weil das müssen wir aufholen. Und mit diesen Reifen geht es eigentlich relativ gut, weil das sind halt wirklich die schnellsten. Mit denen kann ich auf den Curb. So, ERS, DRS und Fettgemisch. Schön. So, und jetzt haben wir leider eine riesige Lücke vor uns. Und ich glaube, die werden wir nicht mehr holen, den Leclerc. Und der Johnny da vorne noch. Der Johnny Maroni. Okay. Scheiß Curbs sind so glitschig, was ist los? Oh! Shit. Oh nein, nicht schon wieder. Fuck, jetzt habe ich mich hure vertan mit der Kurve. Will ich ein bisschen mit Training fahren, he? Los! Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wird schwierig, den noch zu holen. Der Vettel hat gewonnen! Holy shit! Holen wir nicht mehr. Bin einfach zu weit weg. Also der fährt da vorne ein bisschen kacke gerade. Er fährt eben nicht wahnsinnig schnell. Ah, es könnte noch knapp werden vielleicht. Come on! Schneller!
Wir haben einen schnelleren Motor als der Alpha. Nein, nein, oh fuck. Und da dreht es mich einfach noch. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Oh, tiefe Fahrer des Tages. The fuck? Hat denn der angestellt? Okay, Bottas und Daniel Ricciardo. Ja, das sind eben die, wo wir eigentlich dort gewesen sind. Und dann haben wir halt einen Zwischenfall gehabt mit denen, da sind wir zurückgeflogen. Schade. Ja, no, aber da würde ich mal sagen, wäre es gewesen mit der Folge von F1 2020. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr wieder teilen. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen. Ich glaube, das China oder Vietnam, ich weiß es gar nicht, welches genau das kommt. Aber wir sehen uns im nächsten Rennen. Bis dann, sagen wir mal, schönes Tag noch und ciao.